Vor langer, langer Zeit, wo man im Gebiet von Iran noch Persien gesagt hat, hat dort ein mächtiger Herrscher, ein Schah, regiert. Der Schah ist vor einem grossen Problem gestanden. Vor diesen grossen Toren vom Palast hat ein grosser, kräftiger Drache gewütet. Er ist von den Bergen oben herabgekommen, aus seiner Höhle, und hat mit seinem Feuer und seiner gewaltigen Kraft ins Innere vom Palast vordringen. Der Schah war verzweifelt. Er hat nicht gewusst, was er gegen so ein riesiges Tier unternehmen soll, das so eine zerstörerische Kraft hat. Sein Palast und alle in der näheren Umgebung waren in grosser Gefahr. So hat er in seiner Verzweiflung seinen Wesir gerufen. »Wesir, Wesir, was ratet ihr mir? Wie kann man den Drachen beruhigen oder verjagen?« Alle Ratgebenden haben hilflos den Kopf geschüttelt und leider geschwiegen. Nur der älteste und erfahrenste unter ihnen hat sich nach einem kurzen Moment an Schah gewendet. »O grosser Schah, rufet alle Handwerker von dieser Stadt mit all ihren Werkzeugen zu eurem Palast.« Der Schah hat das in seiner Hilflosigkeit sofort anordnen. Auf das aber sind in kürzester Zeit alle Handwerker beim Palast eingetroffen und der Drache hat aufgehört mit dieser ganzen Zerstörung und seinem Gebrüll. Er ist ruhig geworden. Dann aber ist er mit seinem scharfen Blick über die grosse Menschenmenge geschweift. Und plötzlich hat sein Blick etwas erfasst. Es hat gerade so ausgesehen, als hätte der Drache das gefunden, nachdem er von Anfang an gesucht hat. Es war ein Tischler mit einer Sage. Mit schweren Schritten stampft der Drache zielgerichtet auf den Tischler zu. So, dass durch das viele Gewicht vom Drachen sich der ganze Boden unter den Füßen bewegt hat. Beim Tischler angekommen, packt der Drache ihn mit seinem Maul und tut ihn auf seinen Rücken. Mit dieser Fracht fliegt der Drache dann einfach wieder davon. Und alle anderen bleiben mit dem Schock und einer grossen Zerstörung zurück. Der Tischler ist fast gestorben vor Angst. Er hat sich so gut wie möglich am Drachen festgehabt, dass er ja nicht in die Teufel geht. Es hat den Eindruck gemacht, als wäre der Drache ziemlich unter Zeitdruck. Zurück in den Bergen, bei seiner Höhle angekommen, landet der Drache und läuft sofort ins Innere dieser Höhle. Dort packt der Drache den Tischler wieder mit seinem Maul vom Rücken und setzt ihn wieder auf festem Grund ab. Ist der froh gewesen, wieder Boden unter den Füßen zu haben. In der Höhle schaut er um sich und sieht gerade in der Nähe vor ihm einen weiteren Drachen, kurz vor dem Verstecken. Der Tischler ist sich sicher gewesen, dass das Weibli vom anderen Drachen war, wo ihn da hingeflogen hat. Die hat heftig nach Luft gerungen, weil ein Geiss mit ihren Hörnern im Rachen stecken geblieben ist. Der Tischler erkennt die Not und schneidet sofort mit vertrautem Handgriff der Geist die Hörner ab. Auf das aber hat sich das Drachenweibli wieder erholt und sie schluckt die ganze Geiss einfach ab. Das Drachenmännli gibt nach dieser Rettung einen lauten Schrei von sich und verneigt sich vor dem Tischler. Nach dieser Verneigung verschwindet der Drache für einen kurzen Moment noch tiefer ins Innere von dieser Höhle und kommt mit einem Lederbeutel im Maul wieder zurück. Der Beutel legt er vor dem Tischler vor die Füße. Der Beutel war voller Dukaten. Und wieder ist der Drache verschwunden und kehrt das Mal mit einem Korb zurück mit sonderbaren schwarzen Kernen drinnen. Den hat er neben den Tischler gestellt, weil der für einen Schah bestimmt war. Auf das aber hat der Drache den Tischler und seine Gaben wieder genommen und sicher ins Tal gebracht. Dort angekommen, hat er den Tischler sanft auf den Boden und neben ihm den Korb und den Lederbeutel. Mit einer demütigen Verneigung verabschiedet sich der Drache vom Tischler und fliegt wieder zurück in die Berge. Ganz erschöpft noch von diesen ganzen Vorkommnissen steht der Tischler auf, steckt den Lederbeutel in seinen Hosensack und macht sich mit dem Korb auf den Weg zum Palast. Beim Palast angekommen, bringt man ihn sofort zum Schah, denn alle haben gemeint, dass der Tischler tot sei. »Und? Was ist mit dir passiert in den Bergen?«
fragte Schah ganz neugierig der einfache Tischler vor ihm. »Oh, Eure Majestät, es ist ganz anders gsi, als ich gemeint habe.« »So red«, meinte Schah ungeduldig. »Der Drache hat mich geholt, weil seine Frau kurz vor dem Verstecken war. Und weil ich das gerade noch rechtzeitig verhindern konnte, hat sich auf das aber das Drachenmännli grosszügig bei mir bedankt. Ihnen, o grosser Herrscher, hat er den Chor mit diesen sonderbaren schwarzen Kernen überlassen.« Und auf das aber überreichte der Tischler den Korb dem Schah. Der Schah hat den Korb entgegengenommen und sich beim Tischler bedankt und sich von ihm verabschiedet. Jetzt hat er gewusst, dass der Drache vor dem Palast in Not gehandelt hat und nicht in böser Absicht. Er hat auf das aber wieder seine Wesir gerufen. »Was haltet ihr von dem Geschenk, wo mir der Drache gemacht hat?« Wieder haben alle ratlos den Kopf geschüttelt und geschwiegen. Nur der Älteste und Erfahrenste hat wieder zu Wort gegriffen. »O grosser Schah, ich danke, dass das Geschenk vom Drachen eine Wertschätzung euch gegenüber ist. Ihr hättet ihn töten, wo er vor dem Palast gewütet hat. Doch ihr habt euch für einen anderen Weg entschieden. Lasst die Kerne doch aussehen und ihr werdet sehen, was daraus wächst.« Der Schah hat verstanden, was der weise Wesir gemeint hat und hat anordnen, dass man im Garten vom Palast die sonderbaren Kerne aussät und gut zu ihnen schaut. Am Anfang haben sich Ranken gebildet mit grossen Blättern dran. Mit der Zeit haben sich Blüten zeigen an diesen Ranken und noch später sind aus diesen Blüten grosse, eierförmige Früchte entstanden. Wo die äußere Schale dunkelgrün war, Blätter welk geworden sind, hat der Schah eine von diesen vielen Früchten abgeschnitten und sie 2 Hälften geteilt. Im Inneren ist ein rotes, saftiges Fruchtfleisch zum Vorschein gekommen, mit vielen Kernen in der Mitte. Sie haben gleich nicht ausgesehen wie die Geschenkten im Korb. Das Fruchtfleisch hat so schmackhaft ausgesehen und so einen süßlichen Duft verströmt, dass der Schah am liebsten gerade ein Stück gegessen hat davon. So hat sich der Schah das mal gerade an älteste Wesir gewendet. Die Frucht sieht schmackhaft und erfrischend aus, aber ich weiss, dass sie auch geniessbar ist. Ob der Drache mir etwas fürs Auge oder etwas für einen Genuss geschenkt hat. »O grosser Herrscher, wie köstlich all die Frucht mag aussehen. So würde ich doch zuerst ein Stück in einem Hund und ein anderes Stück in einer Geiss zum Probieren geben. So wissen wir, dass die Frucht zum Essen oder fürs Auge bestimmt worden ist. Aber dass der Drache ihnen etwas Gutes wollen, da habe ich keinen Zweifel dran.« Und so hat ein Hund und ein Geiss je ein Stück bekommen von dieser saftigen Frucht. Weder dem Hund noch der Geiss hat es etwas gemacht. Und auf das aber hat der Schah sofort den Schnitz von dieser leuchtend roten, saftigen Frucht abgeschnitten und gegessen. Als er ein Stück von dieser Frucht im Mund hatte, ist die so süß, saftig, erfrischend und so schmackhaft gewesen, dass er sich sofort ein weiteres Stück genehmigt hat. Der Schah war begeistert über das besondere und doch sehr kostbare Geschenk vom Drachen. Die Frucht, die bis dort einen noch keinen Namen getragen hat, hat der Schah Melone genannt. Bis heute kennt man die Frucht unter dem Namen. Der Schah hat die Melone, solange er gelebt hat, in grosser Dankbarkeit dem Drachen gegenüber genossen und in Ehre gehalten.